Herzlich willkommen zu Oppe Kölsch mit Dr. Herbert Breuer. Heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Als erstes darf ich begrüßen unseren Interviewpartner, Pfarrer Dr. Herbert Breuer. Herbert, vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast, dass wir heute hier in der Kirche dieses Interview führen dürfen. Ja, ich freue mich ja auch darüber, dass ihr gekommen seid, uns zu besuchen und dass wir hier über diese wunderbare Sache sprechen dürfen. Du bist ja gebürtiger Solinger. Solingen ist ja nun mal nicht gerade als Karnevalshochburg bekannt. Wie kommst du eigentlich hier mit dem rheinischen Fastelehr klar? Ja, ich komme ganz prima klar. Aber du hast schon recht. Solingen ist von Hause aus konfessionell eher reformiert evangelisch. Aber ich habe als Oberstufenschüler mit meinem Freund eine Reise nach Köln gemacht, um den Rosenmontagszug zu sehen. Ich weiß das noch heute. Ich sah die Hohenzollernbrücke und den Kölner Dom. Und während ich den Zug bewunderte, tippte mich plötzlich einer auf die Schulter und sagte: Jung, hast du durch? Ich habe gesagt, ja. Zack, hatte ich einen Kölsch in der Hand. Kurz drauf kam derselbe Mann und sagte: Jung, willst du jetzt essen? Ja. Ich bin an dem Abend satt gegessen und getrunken nach Haus gefahren und habe gedacht, klasse Karneval. Dann bin ich Kaplan geworden in Köln-Nippes, zuständig für die Jugendarbeit. Und die Jugend von St. Marien in Köln-Nippes hatte eine eigene Karnevalsgesellschaft, Kajuni. Und die hatten 2 große Sitzungen und 4 Bälle. Und ich durfte immer an der Sektbar mithelfen und habe dann festgestellt, dass da mehr miteinander gesprochen wird als im Beichtstuhl und intensiveres. Und da bin ich dann in den Karneval hineingewachsen und ich bin da richtig infiziert worden. Jetzt gibt's ja seit mehr als 25 Jahren die Kölsche Mess. Ja. Eine außergewöhnliche, fantastische, begeisternde Messe, so empfinde ich sie immer. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ja, ich bin beim Karnevalsgericht vom Rhein-Seville dazu verurteilt worden. Ich wurde, als ich mich bemüht hatte, mal zur Marktschau zu gehen, die war auch noch ganz in den Anfängen, vor 27 Jahren, da wurde ich gefangen genommen, vor das Karnevalsgericht gestellt und fälschlich angeklagt. Es hieß, ich hätte Kamelle legen lassen, nicht laut genug Alarv gebrüllt und der Prinzessin eine Bützje verweigert. Was natürlich ein Zölibatär auch machen muss. Aber es hat alles nicht gestimmt. Das Bützchen ist auch gelaufen. Und dann hörte ich plötzlich Büb Brodesser hinter mir, der war Prinz mit seiner Gattin Uschi. Und dann sagte der zu dem Richter: Euer Ehren, könnten wir dem Kaplan die Strafe mindern, wenn er bereit wäre, mit uns im nächsten Jahr eine Kölsche Messe zu feiern. Ja, Herbert, so entstehen im Rheinland Traditionen, liebgewonnene Traditionen und gute Traditionen. Was bedeutet dir persönlich denn die Kölsche Messe heute? Du hast gerade gesagt, du bist ja nicht ganz freiwillig dahingeschoben worden, aber jetzt nach 27 Kölsche Messen hast du ja bestimmt eine enge Bindung dazu. Was bedeutet dir die Kölsche Messe? Schon von der ersten Messe an hatte ich diese Bindung. Da kam eine Frau in die Sakristei nach der ersten Kölschen Messe und weinte. Die Tränen liefen durchs Gesicht. Und habe ich gesagt: Was ist los? Ach, es war so schön. Ich han Hetzping verfreut, sagte sie. Und dann war mir klar, wir hatten in die Mitte der Herzen getroffen und von da an bin ich mit Begeisterung dabei gewesen. Also von der ersten Kölschen Messe angefangen. Und es ist der bestbesuchte Gottesdienst in unserer Kirche. Und es ist sicher einer der frommsten Gottesdienste auch. Es ist eine bunte, froh gestimmte Gemeinschaft und ich habe den Eindruck, die frohe Botschaft kommt richtig an. Die Liturgie ist ja ganz wichtig und der absolute Mittelpunkt dieser Kölschen Mess. Ja. Was begeistert dich denn daneben noch besonders an der Kölschen Mess? Das Feedback.
welche Leute kommen. Ich habe mit ehemaligen Schülern gesprochen, die gesagt haben, wir haben uns gegen die Kölsche Mess gewehrt. Dann sind wir das erste Mal da gewesen. Und was wir erlebt haben, das war ungeheuer. Die Menschen achten aufeinander, die sind achtsam, die sind hilfsbereit und die Zuwendung im Gottesdienst ist ganz anders als sonst. Sonst sitzt man still nebeneinander. Und das macht Mut zum Leben und Mut zum Feiern. Und ich erinnere mich, einmal kam ich aus der Sakristei, da stand ein kölsches Ehepaar vor der Tür, stellten sich vor und sagten, ma komme aus Köln. Ja, sag ich, aus der Hochburg hier in der Provinz. Ja, sagte die Ehefrau, er stand, wie das üblich ist, daneben und nickte. Die Frau sagte dann, ja, wissen Sie, so ein Kölsche Mess wie hier das bei uns in ganz Köln nicht. Nächste Frage von mir, Kirche und Karneval gehören ja zusammen. Wie gehören die zusammen? Ja, die gehören vom Ursprung zusammen. In Köln heißt das Motto diesmal, nur zusammen sind wir fastelovend. Fastelovend heißt der Abend vor dem Fasten. Der Fastelovensdag ist der Karnevalsdienstag. Und ohne die Fastenzeit ist der Karneval eigentlich sinnlos. Das ist der frohe Auftakt für dann die etwas herbe Fastenzeit als Vorbereitung auf Ostern. Und so gehört der Karneval zur Kirche und zur Frömmigkeit, zum Christentum. Und wir müssen mal einfach so in die Umgebung gucken. Im Grunde genommen gibt es nur da, wo es Fastenzeit gibt. Und das sind vorwiegend die katholischen Gegenden, da gibt es auch den Karneval. Also in Köln, ja, Entwicklungsland Düsseldorf haben wir natürlich auch, in Mainz. Dann gibt's im Süden die Fasenet. Hier bei uns gibt's halt den Karneval in so vielen verschiedenen Formen und das gehört einfach dazu und deswegen haben sich ja die Kölschen Messen auch so verbreitet. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, Herbert. Du bist ja über Köln hier in die Hochburg Bad Honnef gekommen zum Karneval. Was ist denn so für dich persönlich ein Highlight im Karneval? Ja, aus allem, was ich gesagt habe, ist die Kölsche Messe einfach mein Highlight und unser aller Highlight. Ja. Ich glaube, die Karnevalsgesellschaften hier in Bad Honnef, die sind durch die 27 Jahre Kölsche Mess noch mehr zusammengewachsen und machen jetzt ganz viel gemeinsam. Man besucht sich gegenseitig, man feiert miteinander und wir treffen uns zur Kölschen Mess hier und die Altarinsel mit den Tanzmädchen ist eine reine Augenweide für alle, die einfachen Blick für Schönheit und für Lebendigkeit haben. Also das Highlight ist unsere Kölsche Mess und ich freue mich an dem Motto des Kölner Karnevals dies Jahr, nur zusammen sind wir fastelovend. Ja. Amen. Das ist ein sehr gutes Schlusswort, lieber Herbert. Ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns heute Abend hier bei unserer kleinen Veranstaltungsreihe Ope Kölsch mit und zur Verfügung gestanden hast. Ich wünsche uns, dass wir im kommenden Jahr dann wieder eine ganz normale, tolle Kölsche Mess feiern, mit dir natürlich als Zelebrant. Und ich freue mich noch auf viele gemeinsame Veranstaltungen mit dir und mit allen Karnevalisten in Bad Honnef. Du bist eine echte Kölsche, du bist original, du, es setzt am rechten Fleck.